verdammt lang her, dass eine Band gegründet wurde, die aus Köln kommt, aber keine Karnevalsfolklore betreibt, die Kölsch singt, aber trotzdem irgendwie von allen in Deutschland verstanden wird. Und die einen Sänger hat, der zumindest ein bisschen so aussieht. Wolfgang Niedecken ist Kult. Der Musiker ist 75, seine Band 50 Jahre alt. Also es gibt richtig was zu feiern heute Abend beim Jubiläumskonzert. Aus Köln, Jan Koch. Ein Heimspiel für Bab. Dort, wo auch der geliebte FC Köln zu Hause ist. 50 Jahre, 13 Nummer-1-Alben, Millionen verkaufte Platten. Also wir haben ja angefangen als Amateurband. Wir wollten ein bisschen Stones covern und dann irgendwann komme ich mit meinem ersten Lied auf Kölsch an und dann sagten die anderen, das ist ja super, mach da mehr von. Habe ich dann mehr von gemacht und dann kam eine Kurzfassung, dann kamen welche, die haben uns gesagt, wir müssen auftreten, wollten wir gar nicht. Haben uns überreden lassen, haben wir das gemacht, fanden wir eigentlich ganz gut. 1976, als alles in der Kölner Südstadt anfing und als sie trotz Kölscher Mundart erfolgreich wurden in ganz Deutschland, Ost und West. Wenn der Deckel auf der Kopf fällt. 1982 wird dann das Bab-Jahr als Vorband der Rolling Stones. Ich denke, ich spinne, ich bin krank. Und live von der Loreley ausgestrahlt in 7 europäische Länder. Doch es ging nicht immer nur um Musik, es ging auch um den Kampf für den Frieden gegen rechts. Arschhu den Hintern hochkriegen, zusammen mit Kölns bekanntesten Bands. Eine Botschaft, die für Niedecken weiterhin Gültigkeit hat. Es ist furchtbar. Die Populisten schaffen es nach dieser Devise Lügen fliegen und die Wahrheit humpelt hinterher, schaffen die es an die Macht zu kommen. Man muss sich nur diesen Trump angucken. Das ist ein Irrer. Ja? Oder Putin, Größenwahnsinniger. Bab, Niedecken, Musikgröße, Vorbild vieler junger Stars. Hier als Gast beim Clouseau-Konzert mit einem der größten Hits. Verdammt lang her. Das ist der Titel und genau so ist es. Wir sind schon lange Bab-Fans und freuen uns immer, wenn die in Köln sind. Das ist ja wie Heimspiel. Ne? Ich bin mit Bab aufgewachsen. Ich komme ja aus der Region und ja, seitdem man ein Kind oder Jugendliche ist, hört man Bab. Das geht von Rock bis emotionelle Songs und das berührt immer. Ja. Immer noch. Auch nach 50 Jahren. Auch nach 50 Jahren füllt Bab ein ganzes Stadion, wie gerade in Köln. Dankeschön! Eine ausführliche Doku zu 50 Jahre Bab finden Sie in der ARD-Mediathek.